hallo. Zeit für ein Geschicht? Ich hoffe schon. Macht ihr es bequem, schnappt das Kissen, holt ihr ihre Patsy und dann geht es geschwind los. Ich habe auch die Patsy dabei. Denn der Rach kommt mal mit seinem langen Schwanz. Ich habe nicht eine Geschichte über den allerletzten Drach von der Welt mitgebracht. Du gibt es auch eine Prinzessin und ein Prinz dran, so wie sich das gehört. Macht ihr es bequem? Ich habe heute auch noch een Kistentee mitgebracht. Den trinken wir schon. Ei, die gute Kiste. Auf den muss man ein bisschen werken. War der Genuss. Und hier ist mein Buch. Geschichte heißt den allerletzten Draht, als er geschrieben ging von einer Madame, die auch aus England kennt, und die hat geheißen Edith Nesbit. Für langer Zeit, als er die Bursch herging, den sein Mädchen Hiltrude geheißen hat all die Sachen gelehrt, die ihr Mädchen dem muss sollt lehren. Kachen, putzen, Witzen, strecken, den Haushalt führen und so weiter. Aber Hiltrude war dummer dann nicht zufrieden. Hat wohl vieles wissen und noch viel mehr machen. Hat viel Courage. Konnte genauso gut wie die jungen Burschmauern und aufklottern. Ein paar Schriebsen und Knie, die nun ihm nicht ausgemacht. Auch Fechten hat gelehrt. Hat besser gekämpft wie alle die Jungen aus der Gegend. Früher, als es eine Tradition ging, die alle Mädchen gut kannt haben. Und Hiltrude hat sie auch gekannt. Hat wusste ganz genau, was ihm bleiben, wenn hat sein 16 Jahre kriegen. Und zwar hat die Tradition daran bestanden, dass der Bursch sein Mädchen auf seinem 16. Geburtstag und ein Viertel gesteckt ging. Und ein tapere Jung hat für einen Burschdrach müssen retten. Nur dann, wenn die Jungen fertig bringen, für den Drach dumm zu machen und Mädchen zu retten, könnten die zwei bestuhlt gehen und glücklich auf der Bursch ihr Leben zusammen verbringen. Das Tradition hat jahrhundertelang in Europa funktioniert. Überall sind junge Mädchen für den Drach gerettet gehen und glücklich mit ihren Ritter bestuhlt gehen. Bis auf einmal hat es angefangen, nun Drachen zu fehlen. War da einfach nicht mehr genug da. Keiner Frankreich, keiner England, keiner Belgien, keiner Russland. Aus China hatten sie dann noch, aber das war nicht die richtige Zeit. Wenn es dem Hiltrude sein Tor war, hat sich herausgestellt, dass der Drach bei ihrer Bursch den einzigen Drach breit und weit war. Hat den allerletzten Drach von der Welt. Kurz vor seinem 16. Geburtstag hat dem Hiltrude sein Papa seinem Mädchen den Jungen vorgestellt, den hat für den Drach so retten. Ja, alles schön und gut mit der Tradition. Aber kein Mädchen wollte freiwillig von einem Drach gefräst gehen. Und Hiltrude war nicht so ganz überzeugt von dem jungen Bursch, der vor ihm stand. Es war ein dünner, bleicher Kerl, der ausgesehen hat, wie wenn hier noch nie einmal ein Katz am Schwanz gezogen hat. Der soll das für den Drach retten. Kannst du überhaupt fechten, mein Gott? Hat Hiltrude gefragt. Mein Gott, das war dem Jungen sein. Oh, schon immer ganz gut mischt du gehen an der Feststunde, Leifjoffer. Und das ist mir ein großes Eier, für ihr Stufen zu retten. Hat mir ein gut demütig gesagt. Die Trude hat dann verdreht. Probieren, hat sich gedurcht. Den do, den hat so viel Courage wie ein Kleinmaus, die für einem Drach steht, zu zittern. Aber hat noch ein gut Manieren. Man hat doch vielleicht mal nicht gesagt. Wie der Junge fort war, ist Hiltrude bei seinem Papa gegangen. Papa, so Hiltrude, soll da etwas geben mit dem Kerl, den du mir rausgesicht hast? Wenn dem ich soll retten, dann ihn bestimmt sicher vom Drach gefrieren.
Ich verstehe auch nicht, wie war das jung braucht, für mich zu retten. Ich bin mehr wie kapabel, für selber den Drache umzubringen. Und du weißt ja aber, Papa, dass keine so gut feste kann wie ich. Und außerdem, unser Drache ist ja aber extra. Den ist ja aber den allerletzten Drache. Wie wird muss den da sterben, für das ich kann bestehen? Sein Papa hat streng geguckt. Es ist eine Tradition, sagt er. Aber weil Tiltrude gut dazu war, hat sein Papa nicht widersprochen. Ofes wie Tiltrude aus seiner Kummer so sich Gedanken über sein Schicksal zu machen. Als hat er beim Idee kommt, sie hat dem jungen Herr einen Brief geschrieben. Du stumm dran. Mango, ich spiele dich, mich nur pünktlich zu Halbnacht beim runden Turm zu treffen. Ich schon ein Propos für dich. Hiltrude. Und der Mango hat allseits zu Courage zusammengeholt und ist aus seiner Kummer geschlacht, für sich mit Hiltrude zu treffen. Wer hier beim Turm angekommen ist, hat ihn Hiltrude schon von weitem am Mondlicht gesehen. Oh, sein Kleid hat geglimmert. Oh, Hiltrude, sagte Mango. Dir sieht aber so schön wie ein Stern im Nordhimmel. Oh, ja, das ist schon gut. Wieso sagen wir mal keine Zeit, Mango? Das ist schon ein Plan, sagt Hiltrude ganz aufgeregt. Ich kämpfe gegen den Drache. Du musst just erst auf das Rendezvous kommen, mich vom Feld zu stricken, und dann brauchst du selber nicht zu kämpfen. Ich zähme den Drache. Ich allein. Ich will den Drache nicht umbringen. Und dann, wenn er mir aus der Hand frisst, dann gib mir einfach stolz durch das Tor. Und dann kannst du mit dem Drache viel gehen und machen, wie wenn du einen Tod gemäht hast. Und ich schlafe an drunter kreische von Frieden. Obwohl der Mango wusste, dass du mir da eine wichtige Tradition gebracht hast, und das eigentlich ein bisschen verfuddeln. Und der Plan sich ganz verständlich anhören, weil er hat doch schon zum Hiltrude seinem Festgeschick hören. Und hier konnte sich selber gut genug abschätzen, so dass er dem Plan nicht widersprach. Und so, also doch gegangen. Der von seinem 16. Geburtstag, als Hiltrude von seinem Pap zusammen mit den anderen Leuten aus der Wurst bei den Fields begleitet ging und da als hat gestrickt ging. Wie es durchging, als der Bursch mit seinen Leuten zurück auf die Bursch gegangen, wo sie alle Tiere gut fest zugesperrt haben. Um Punkt 12 als der Mango mit dem Auto bei den Fields gefahren kam. Er hat ein Messer für Fesseln durchzuschneiden und ein Schwert für Tiltrude. Dein Hochzeitsgeschenk, sagt ihr mit wackeligen Knien. Also, so Tiltrude, oh, wir kommen lo, wir haben endlich Schloss, gezeigt. Der Mango hat Tiltrude losgeschnitten und die zwei sind Richtung Höhle gegangen, wo der Drache soll wohnen. Obwohl jeder wusste, dass an der Höhle ein Drache schon seit ewigen Zeiten wir, hat noch nie eine gesehen. Immer nur ein Heeren. Oh, und der Comedie, den hier in allen Orts von sich kümmert, die war furchtbar. Jeder Klappers an den geknüpft. Die Escher aus dem Süden bei der Schmelz, die geht vermengen, Schmelz geht auf Heichtore laufen. Mir lo war noch alles ruhig. Es wird just den zwei jungen Leute hier Schritt auf die gedrückende Blätter hören. Endlich haben sie Platz gefunden. Es war ein riesiges Loch am Feld, und die Höhle war so groß und düster, du hättest den Mund sich dran verlaufen, wenn er nicht gesehen hat. Tiltrude hat den Mango mit der Hand geholt. Ja, komm lo, aber mach nicht mehr keine Comedie, sonst ist es geschwind rüber ihre Blass. Wir brauchen etwas, für ihn aus der Höhle rauszulocken. Das ist viel zu viel gefährlich, für am Stadtdeistern zu kämpfen. Ich habe ein paar Kischelchen angepackt, sagte Mango.
Ich durch, mir wäre bestimmt ein bisschen schwer, nur der ganze Aufregung. Du hilft mir immer die Petit Beurre. Durch die Trude. Überlegen? Das kann der Jung. Der Mango hat sein Kichelchen an den Grab geholt. Ein Köder geschleckt. Alles so gut, wie es gegangen ist, hart geschaut. Drach! Komm raus, Drach! Du hast es angefangen, an den Ohren zu quietschen, an zu klappern, zu knuppen, an zu hummern, wie man doch verbringt neues Wackelchen. Mit dem Drach was nicht rauskommt. Leben Drach! Und du die Trude probiert, mit einer ziemlich ziederischer Stimme. Munich kann doch mal Brust. Die wird mir alle meine kostbare Prinzessin will bringen. An den Ritter, mit dem ich muss kämpfen. Den Drach gedonnert. Nee, lauscht an mir mal gut. No. Wenn ich eine Prinzessin will tun, dann gebe ich mir schon selber ein holen. Meng da nicht. Und dann, ein junger Kerl, mit dem ich schon kämpfen, aber nicht durch gewonnen. Und das soll der faire Kampf sein. Das ist ja lächerlich. Wenn ich glied, soll ich mit einer Prinzessin. Hat Isen? Hat die Trude mit einer Stimme gesagt, die noch mehr gezittert hat wie viel drin. Isen? Blech! Ich habe meiner Liebe nach keine Prinzessin gehst. Wird den Rechtszweck gemacht. Willst du vielleicht Petit Beurre? Mit die Trude noch ein Käfer probiert. Und das Käfer war seine Stimme schon ein bisschen mehr ruhig wie viel drin. Mein Go und die Trude haben sich geguckt. Ohne den Drach konnten sie schlecht hingehen. Kein Drach, kein Festzug durch den Burschhaft, war keine Hochzeit. Die Trude wird noch einmal sein Bestes gehen. Oh, liebe Drach, Herzi, komm von der Schlitte raus. Geh uns ein großes Fried machen. Und hat mit seiner allerbesten manierlichen Stimme. Du waren den am Mann ganz ruhig. Kein Geknups, kein Geschiebs oder Gekrachs war zu hören. Was hast du gesagt? Hat den Drach ganz verwundert gefragt. So, Narrenke, ja. Lieben Drach, Herzi, komm an die Schlitte raus. Und die Trude wiederholt. Du hast den Drach aus der Höhle rauskommen. Von Kopf bis Fuß waren hier ein Iverzun mit metallenen Schuppen. Als ein großes Fliegen und am Mondlicht geblende wie Diamanten. Und als immer mehr kommt, der Mango und die Trude haben sich die Hand gegeben. Die Trude hat sein Schwert mit der anderen Hand gezogen, als sie los, und los hat sich gegangen. Auf einmal waren sie mal wieder dem Feld, und sie konnten sich nur nicht mehr zurückziehen. Zusammen haben sie gewehrt, was noch geschehen. Die Trude war froh, dass es nur nicht allein war. Hat der Mango geguckt. Oh. Vielleicht hätte man die heute Sache auch ohne Drach können erledigen, als es dem Trude durch den Kopf gegangen. Den Drach war ganz nah bei ihnen. Feuer hat er kein gespaut, und da soll kein Dampf aus seinen Nusslöchern kommen. Erinnerst du geschlacht kommen, wie ein ängstliches Mädchen, dem eigentlich will spielen, wie sich nicht traut, wie zu fahren. Dann haben sie gesehen, dass ihm ein dick drehender Bagger aufgekullert ist. Wie vertreibst du? Hat die Trude mitleidig gefragt. Was? Hat noch nie ein Herzi genannt? Hat den Drach über dem Kreische geantwortet. Oh, Drach! Ich kann dich noch ganz oft Herzi nennen. Ich will dich nämlich zähmen, ob dich aufpassen, an dir zu fressen gehen. Kischelscher ist dir ja kein. Was willst du dann essen oder trinken? Oh nein! Hat den Drach gekreischt.
noch nie gefragt, was ich will trinken oder essen. Oh, die sieht ja so manierlich allein. Oh, die sieht so gentil. Oh, also, wenn ich etwas zu trinken hätte, dann da könnte ich auf den Bursch her seine Gesundheit prosten. Was soll man da sicher gehen, für zu prosten? Der Mango gefragt, dem sein Knie nach seiner Stimme abgehalten hatte mit Zigaretten. Ma, ich trinken am liebsten Benzin. Benzin? Haben die zwei verwundert gerufen. Und das ist kein Problem, das kann ich dir besorgen, so der Mango, die um am Auto kommen war. Sehr, als hier in den Dracht der Benzin sicher gelaufen. Wenn der Mango zurückkommen ist, wenn den Dracht und die Trude am Gange ganz friedlich mit denen zu schnüssen, wie wenn sie sich schon ewig kaum hätten. Aber Mango, das ist schon ein neues Haustier, Frido genannt. Heißt das, dass du mich nur willst bestreiten? Hat der Mango hoffnungsvoll gefragt. Ja, ich will nun, hat die Trude geantwortet. Der Festzug durch als aufgelaufen wie geplant. Mit viel Tamtam. Der Mango an die Trude 4 und dann der Draag an den 3. Wie ein großes Schutzmäppchen. Aber so konnten die zwei bestürten, als ich vorher auf der Bursch gelebt. Der Frido war ihnen ganz dankbar, dass sie nicht vorbei leben. Und zwar war so dankbar, dass sie sich gefragt hat, was ihr dann so am Sturm könnt helfen. Wie merci zu sein. Der Mango hat dort seine Säulen machen gelassen für den Frido. Und so, als der Frido all Sommer mit der Kanne von der Bursch auf welch Plage geflogen. Und er hat schön da gewehrt, bis Kanne mit vom Schwammen und vom Spielen herum wollten hinfliehen. Wie Kanne dann aber mit groß gesehen, wo sie vergisst, wie viel Spaß es war, mit dem Frido bei der Plage zu spielen. Und sie haben ihn nicht mehr gefragt, für dahin zu fliehen. So ein Dracht, das ist allmodisch, haben sie gemeint. Der Burschherr, der Miltrude sein Papa, ihn hat der Sache nur gelauscht. Und der Frido hat ihm Lied getan. Und so hat ihn dezidiert, für den Frido an eine super moderne Maschine zu verzaubern. Und so, als aus dem allerletzten Dracht von der Welt den allerersten Flieger entstanden. Ei, ja, das ist cool auf der Belgischer Plage. Wir bleiben halt hier. Könnte ich den Frido schon als Flieger ausdenken am Kopf? Mit seinem dicken Säulen, wo all Kanner drauf sitzen. Und danach brauche ich vielleicht Propeller. Von der Lust hat, dann mal das Bild. Dann schickt man es. Dann kann ich gucken, wie er allererste Flieger ausgesehen. Und dann, wenn er noch ein bisschen nicht mit der Geschichte beschäftigen, dann können wir ja gucken, wie den allererste Flieger richtig ausgesehen hat. Und wie das Ding für dich geflogen ist. Sind dann aber viele, und ganz viele Leute, die probiert haben zu fliehen. Schon für Hunderten und Hunderte von Jahren wollen Menschen nicht mehr fliehen. Wie weiß, vielleicht kannst du ja ein Pilot gehen. Oder mit einem Heißluftballon fliehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und mir hat das total richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr auch. Da dreht nach schön, am Mut nach schön vom Fliehen, und von den Drachen. Und wir sind also ein anderer Kehr. See you later, Alligator.